Hallo Lefjecke, es ist Montag, der 4. Februar und jetzt kommen die News. So, dann schauen wir uns ob der Ring, der ja momentan schön grau für sich hin fließt. Durch die ganze fiese Rennen ist der Ring schon wieder ein bisschen angestiegen. In Köln haben wir eine Peel von 6,60 Meter, Mittwoch, Donnerstag liegen wir dann bei ca. 7,50 Meter. In Bonn-Beuel haben wir eine Peel von 6,10 Meter. Hier kann die graue Brö auch noch auf 7,50 Meter anstehen. Dann hätte die auf der Schell Segadens Nase Föß, was ja auch nicht schlecht wäre. Also immer schön die Stiefel parat haben. Fastelovend in Venedig. Ja, jetzt ist es auch am Canale Grande so weg. Wir haben gestern auf dem Markusplatz der Fastelovend in hier Leute. Dabei ist es Tradition, dass die eine flehen lassen. Also eine Engel im Kostüm wird von der Kirche abgeseelt. Herrlich. Dort rob tät ich sage, 3-mal Köller Alaf. Oh hey, Super Bowl. Baltimore gewinnt. War ja das Großereignis in Amerika, da in am Teich da. Tja, was soll ich da zur Sache? Vom Spiel habe ich nichts gesehen. Ist mir auch einfach zu langweilig. Aber wenn man der Meldungen glauben darf, hätte eine Mannschaft gewonnen, die sich die Baltimore Krähen nennen. Wie mir gesagt wurde, war nicht das Spiel, sondern ein kurzer Stromausfall von 35 Minuten die größte Sensation. In dem Zusammenhang habe ich auch gehört, dass da ein Werbespot von 30 Sekunden $4 Millionen kosten soll. Also das kommt für mich per se nicht in Frage. Noch eine Randnotiz zu der inszenierten Supershow. Beyoncé hat sich wieder mit ihren Höhner von Destiny's Child vertragen. Ich nehme an, genau wie bei der Kollege von Nemdat, der Hingerstraße-Junge oder Kin Engele, wird auch hier einfach so, dass die auch gemerkt haben, dass man nur so viel Geld ausgeben kann, wie man in der Kasse hat. Naja, wollen wir uns sehen, was das geht. Gut jetzt aus Brüssel. Vorzeitige Entlassung für die Truhe? Fragezeichen. Also ganz ehrlich, da kriege ich fast Blitzherpes, wenn ich so jetzt höre. Ein Gericht in Brüssel prüft die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung für einen Mann oder besser ein Monster, der mehrere Mädchen entführt, gefoltert und vergewaltigt hat. Wenn ich Stadtart höre, er hat seine Entlassung aus der Haft beantragt, zu der er 2004 lebenslänglich verurteilt worden war. Hallo? Brüssel? Ist da jemand? Brüssel, bitte kommen! Hat ihr da hinge zu viel Kamilledampfbad getrunken? Kann man das mit normalem Menschenverstand irgendwie verstehen? Was ist an dem Begriff lebenslänglich für so einen Typ noch zu diskutieren? Wenn man sieht, wie unser europäisches Recht mit Kinderschändern und Mördern umgeht und wie ob der andere sich Steuersünder bestraft werde, dann wird es sick, dass die sich ein paar Gedanken dazu machen, oder? Tja, Lefjecke, heute ist der 4. Februar, vielleicht für alle Fußballfreunde interessant. 1899 wurde an dem Tag Werder Bremen von einer Gruppe Schüler gegründet. Und am selben Tag, 2007, sind wir hier in Polen Handball-Weltmeister geworden. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ne? Jede Höhner, Ander, so Lädchen gesungen, alles wunderbar. Schade, dass wir dieses Jahr nicht Weltmeister geworden sind, aber ich glaube, in der Mannschaft steckt Potenzial. Herzlichen Glückwunsch außerdem zum Namenstag an alle Andreasse, Veronikas und Jennys. Lefjecke, der Countdown läuft. Noch 3 Tage bis Weiberfastnacht. Ja, kommen wir zum Wetter. Ich habe gerade noch die Wetterfee gesucht. Ist nicht abzutreiben.
Was soll ich sagen? Es rennt, es ist grau, der Ring ist grau, alles ist grau. Fies Wetter haben wir. Aber ich glaube, wenn der Wetterfee wieder hier ist, wird es sich ein bisschen besser mit dem Wetter. Bis dahin.